aufhören, wo ich weine, hat er gestern gesagt, nachdem er den Senna-Helm bekommen hat. Aber jetzt war er kurz davor. Emotionaler Lewis Hamilton mit einem Gruß nach oben, vielleicht dann doch in Richtung Ayrton Senna, in Richtung seines großen Idols. Jetzt gibt es die Pokale. Den Union Jack hat er mit oben gehabt. Natürlich, wenn man für die Gedenkminute für die Opfer der schlimmen Attentate in England, Manchester, London hier in der Formel 1 auch gehabt. Ein besonderer Moment, natürlich dann auch für Lewis Hamilton. Gibt es den angekündigten Pokal für das Mercedes-Team. Kanada nachempfunden, dem Symbol Kanadas nachempfunden. Und der Bürgermeister von Montreal mit dem Pokal für Valtteri Bottas. Und jetzt gibt es dann noch den Pokal für Daniel Ricciardo. Bisschen kleiner, auch schön. Und Daniel Ricciardo macht das, was er am besten kann, neben Autofahren, lächeln. Fällt dir nur auf, Heiko? Es wird wieder Champagner getrunken in Carbonflaschen. Es gibt kein Sekt mehr. Champagner ist voll. Die Formel 1 hat gesagt, wir machen wieder ein Bootsrennen und wir trinken wieder Champagner. Also viele von den Dingen, die geändert worden sind, haben mir sehr gut gefallen. Das finde ich gehört auch dazu. Champagner gehört einfach zu einer Siegerehrung. Es schmeckt auch ganz gut. Brennt aber in den Augen genauso wie ein billiger Sekt. Das stimmt. Also insofern egal. Und so eine Carbonflasche finde ich ganz, ja, das ist schon interessant. Das ist mal was Neues, ne? Ein weißes Hemd macht sich immer wieder gut, wenn es richtig nass ist. Und wir warten auf Captain Jean-Luc Picard aus Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert. Ansonsten kennen viele natürlich Sir Patrick Stewart, den Schauspieler, der gleich kommen wird, auch aus der X-Men-Filmreihe. Da hat er den Charles Xavier gespielt. Aber hier spielt er jetzt gleich den Chef-Interviewer und ich bin mir ziemlich sicher, er macht das gut, denn er ist ein echter Formel-1-Fan, hat er uns ja vorhin im Interview mit Kaedo verraten. Aber jetzt lässt er sich noch ein bisschen Zeit. Beam me up, Scotty, müsste er jetzt sagen, damit er schnell aufs Treppchen kommt. Den Fans ist es egal, die freuen sich, dass sie da lange Bilder erstmal machen können von den 3 Siegern oder von den 3 Platzierten. Aber jetzt kommt's dann. Jetzt werden die Kappen gewechselt, jetzt werden die Mikrofone verteilt. Und jetzt ist Interview-Time. Also bitte. Thank you. Hello Montreal, hello Canada. Hallo Montreal, hallo Kanada. Lewis. Mr. Hamilton. Lewis, Mr. Hamilton. Doing good. Bitte sehr. Hier geht's prima. Gratulation. There's nothing like a pleasant
glaube, ich muss sagen, es gibt nichts Schöneres als so gemütlich an einem Sonntagnachmittag am Fluss entlang zu fahren in Montreal. Aber es war schon ein bisschen anders, oder? Ich möchte mich zunächst mal bei diesem Publikum bedanken. Ganz tolles Publikum. Jedes Jahr kommen wir wieder hierher und jedes Mal sind mehr Leute da. Die Energie, die Atmosphäre ist immer besser, immer toller. Also ich weiß nicht, wo man sonst schon beim Qualifying so eine Atmosphäre und so eine Reaktion vom Publikum hat. Ich glaube, das bedeutet schon was Besonderes für dich, die Strecke. Erste Pole hier, erster Sieg hier vor 10 Jahren und das jetzt zu wiederholen an diesem Wochenende ist was ganz Besonderes. Ich muss dem Team auch wirklich sehr danken, den Leuten im Werk, die haben riesig hart gearbeitet. Das, was wir alles korrigieren mussten seit dem letzten Rennen und dann das hier zu zeigen im Kampf gegen die Ferraris. Valtteri hat auch einen tollen Job gemacht, hat auch noch mit Punkte gesammelt und ich bin wirklich auf Wolke 7. Super Moment, Gratulation. Valtteri, Gratulation. Gute Saison für Sie. 4. Podium. Oder? Stimmt doch, oder? Wie hat es sich angefühlt? Felt good. Thank you, Montreal. Ja, ich habe mich gut gefühlt dabei. 5. Mal, dass ich hier fahre und zum 3. Mal bin ich auf dem Podium. Also das ist natürlich ein gutes Ergebnis und ich freue mich immer hier zu sein und es läuft hier immer gut. Also wir brauchten wirklich auch diesmal diese Punkte, muss ich sagen. Nach dem Markenrennen in Monaco bin ich wirklich beeindruckt, was das Team da zusammengekriegt hat und wie wir das alles jetzt noch verbessert haben in 2 Wochen. Das ist schon beeindruckend. Ich bin da wirklich sehr, sehr stolz darauf. Ja, wie fühlt sich das an, wenn man da die ganze Zeit hinter Lewis herfährt auf der Strecke? Ja, am Anfang war es doch ein bisschen härter da hinter den Red Bulls. Dann steckte ich fest hinter einem Force India, habe noch Zeit verloren und dann bin ich ja auf die Softdrive gegangen und konnte mich da ein bisschen absetzen. Aber er hat natürlich das Rennen komplett kontrolliert. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Auto nach Hause bringen, Punkte nach Hause bringen. Das war ein gutes Ergebnis für uns. Nach Monaco vor allem. Daniel! Hi! Hi! Congratulations! Gratulation, Daniel. What an afternoon! Was für ein Nachmittag. Das hat sicherlich Spaß gemacht, aber du hast ja immer Spaß beim Rennfahren. Ja, ich hatte nur Spaß, als ich die Zielflagge gesehen habe, weil es hart war. Ich habe mich die ganze Zeit im Rennen verteidigen müssen. So schnell waren wir nicht. Ich hatte ständig Druck und ich konnte mir wirklich keinen Fehler leisten. Und es wurde ziemlich heiß da. Also die Konzentration, die war da auf dem Prüfstand, hat aber riesen Spaß gemacht, toll hier auf dem Podium zu stehen. Wie Louis schon gesagt hat, die Fans hier, die sind wirklich unglaublich. I think I hear something, but Ich habe irgendwas gehört hier, oder? I have to do something. Irgend so ein Wort, ich soll jetzt was machen. Oh my! I know what's coming. Jetzt weiß ich schon, was wieder kommt. This is becoming a ritual. Das wird schon langsam zum Ritual, oder? Bravo! Good vintage. Das war ein guter Jahrgang, oder? Ja, würde ich auch mal gern probieren. Komm. You're a good man. Du bist super. Good man. Congratulations, well done. Thank you. Thank you. Lewis. I'm proud of you for doing it. Also ich bin ganz stolz auf dich, dass du das gemacht hast. Ich hätte das nicht machen können. Da ist doch schon ein bisschen was anderes noch drin in dem Schuh gewesen, oder? Ich will aus jedem Schuh trinken, wenn ich nochmal aufs Podium kommen darf. Das war das erste Mal für mich. Different from your last outing. Heute war es ganz anders als beim letzten Rennen. Die ganze Zeit geführt, das ganze Rennen über. Wie fühlt sich sowas an? Also ich sag das gleich, aber kannst du Gedanken lesen, ja? Ich möchte wirklich wissen, ob du tatsächlich Gedanken lesen kannst. Du bist glücklich und zufrieden, stimmt's? Ich bin so ein Riesenfan von dir. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und ich glaube, euch geht's genauso. Ich
muss sagen, es ist wirklich so eine Ehre für mich, hier zu sein und auch gestern mit Ayrton Senna gleich zu ziehen im Qualifying, also dazu zu gehören. Gut, ich bin einfach nur ein kleines Teilchen in diesem Räderwerk, aber vielen Dank und drückt mir die Daumen für den Rest der Saison.